Guten Morgen und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Wow, für die jetzt gerade das Video schauen, die sehen, ich bin das erste Mal nicht in meinem Bett. Oh mein Gott, nicht in meinem Zimmer. Ich glaube, die mich so ein bisschen verfolgen, die haben es jetzt mitbekommen. Ich bin nämlich in Montreux und zwar nicht einfach für jetzt, sondern für 7 Wochen. Also ich bin für 7 Wochen auch in Montreux. Ich bin da zum Französisch lernen, so ein bisschen Sprachaufenthalt. Ich gehe da in eine Schule und alles. Und ja, es hat sich gerade sehr, sehr viel in meinem Leben jetzt irgendwie verändert. Es wird sich wahrscheinlich auch noch sehr viel verändern in diesen 7 Wochen. Und ich habe gedacht, ich rede heute ein bisschen über das ganze Thema, nicht nur über das Thema Sprachaufenthalt, auch allgemein so ein bisschen, ja, aus der Comfortzone kommen, so ein bisschen ins kalte Wasser gerührt werden, ein bisschen ein neues Umfeld haben vielleicht auch. Weil, gerade lustig, es hat mir gerade heute Morgen jemand geschrieben, so, hey Nati, ich fände es mega cool, wenn du einen Podcast könntest machen über das Thema eben zum Beispiel neue Freunde finden und so, weil sie umgezogen ist, glaube ich, und in eine neue Klasse jetzt kommt. Und ich habe mir gedacht, ja, fix, Alter, machen wir einen Podcast über das Thema. Aber ja, es ist natürlich nicht nur genau um das gegangen, sondern so ein bisschen breiter. Und eben, ich erzähle vor allem auch von meinen Erfahrungen, weil das ist ja nicht mein erster Sprachaufenthalt, den ich jetzt mache. Ich bin auch schon im November in Lyon gewesen. Und genau vor einem Jahr, April, Mai, für 4 Wochen in Montreux auch gewesen. Also eigentlich genau am gleichen Ort. Also ich bin jetzt in der gleichen Schule, aber ich habe nicht... ich habe nicht die gleiche Wohnung, zum Glück nicht, Alter. Die letzten Jahre war wirklich schlimm. Also ich habe sie letztes Jahr gar nicht so schlimm gefunden. Aber wenn ich jetzt mit der vergleiche, die ich jetzt habe, oh mein Gott, ist es so viel schöner. Wirklich, oh mein Gott. Ich habe letztes Jahr, es war so schlimm. Also gut, es war meine erste Wohnung, sagen wir es so. Ich bin ja noch nie, man kann jetzt nicht sagen, dass ich ausgezogen bin, aber ich bin ja noch nie irgendwie, habe noch nie alleine gewohnt oder irgend so etwas. Und darum, ich glaube, die hätten mir das schäbigste Haus können geben. Ich hätte Freude gehabt. Aber es ist wirklich echt, also ich bin angekommen dort. Und es war so dreckig. Also, ich hatte damals so ein 90er-Bett und unten dran hat man das so ausziehen. Und ich habe das so ausgezogen, weil ich mir so gedacht habe, wow, cool, der Can kann vielleicht mich besuchen kommen und dann kann er da übernachten. Ey, die Matratze ist so gruselig. Also ich will es eigentlich gar nicht genau beschreiben. Es war alles da drauf. Haar, Staub. Also es hat wirklich ausgesehen, als hätte seit 3 Jahren niemand mehr die Schublade dort aufgemacht mit dieser Matratze. Und sonst war es recht dreckig. Also ich kann mich erinnern, ich bin irgendwie angekommen und habe no joke zuerst mal 2 Stunden lang die Wohnung geputzt. Ja. Und ich mag mich noch erinnern, die Mikrowelle dort ist voll als wäre hätte es so eine Tomatensauce-Explosion dort reingegeben. Wirklich grusig gewesen. Ja, und irgendwann, wenn du halt so merkst, es wird nicht so geputzt dort rein, dann hast du plötzlich das Gefühl, es ist alles irgendwie grusig. Ja, und dann fühlst du dich gar nicht mehr so mega wohl. Aber ja, ich habe es wie gesagt nur so halb schlimm gefunden. Erst wenn ich jetzt zurückschaue und die Wohnung, die ich jetzt gesehen habe, denke ich mir so, holy shit, Ja, ich hatte mal ein Ganzkörperspiel. Ich weiss, das ist jetzt vielleicht nicht First World Problems, aber wenn du 4 Wochen lang noch nicht wohnst, dann brauchst du einfach ein Ganzkörperspiel, also zumindest ich. Dann musst du meine Outfits anschauen, zum Morgen mich anschauen. Ich weiss nicht, ich hatte nur so einen kleinen Spiegelschrank im Badzimmer. Boah, ja. Und was eigentlich das Schlimmste war, oh mein Gott, das ist, glaube ich, 3 Tage oder so, bevor ich gegangen bin. Oh mein Gott, das ist eigentlich eine lustige Story. Ich wollte runtergehen, Wäsche machen. Also es war so im Erdgeschoss, hatte es eine Wäschmaschine gehabt. Und ich bin im obersten Stock gewohnt. Da bin ich immer mit dem Lift runtergegangen, meine Wäsche machen. Und dann habe ich meine Wäsche rein da und will so laufen zum Lift. Und genau beim Lift sehe ich so eine richtig fette Spinne. Ich habe im Fall wirklich in meinem Leben noch nie so eine große Spinne gesehen. Ich glaube, nichts hat bis jetzt diese Spinne getoppt. Ich habe wirklich das Gefühl, ich bin in Australien gewesen. Ich habe zuerst gedacht, ich träume oder so. Es ist wirklich... Genau, und ich habe dann gedacht, ja gut, also ja, vielleicht das so Side Note, ich habe mega Spinnenangst, also ich habe eine richtige Spinne vorbei, ich kann wirklich, ja, und dann, das war eigentlich die Story so fürs Liftfahren. Ich habe dann einfach gedacht, gut, jetzt wird einfach, bis die letzten 3 Tage wird jetzt einfach nur noch Stege gelaufen, 4 Stege rauf, 4 Stege runter. Ich dachte, easy, dann so nach 2 Stunden will ich meine Wäsche holen. Bro, Alter, ich gehe runter, hole meine Wäsche. Weil halt, also ich sehe immer noch die hure Fettspinne, die hockt immer noch von dem scheiß Lift. Also nehme ich wieder die Stege. Und ich habe so einen guten Nachtsnap machen und das Licht ist da
ja innen an und draussen war es dunkel. Und dann hat sie ja beim Fenster so Spiegel und dann kannst du gut einen Snap machen. Und dann wollte ich schon einen Snap machen und genau in dem Moment sehe ich am Boden, also es war so im 2. Stock, so eine richtig fette Spinne, genau die gleiche, als wären so Zwillinge alle. Ich habe gedacht, nein. Und ich schon so voll verschrocken, weil aufrennen, genau in dem Moment löscht das Licht aus. Also das ist wirklich ein Trauma. No joke, das war wirklich ein Trauma von meinem ersten Sprachaufenthalt. Ich weiss dann am nächsten Tag, also bin dann aufgerannt in mein Zimmer und bin natürlich nie mehr rausgegangen. Ich bin froh, dass ich nicht mehr meine Wäsche holen konnte. Und ich weiss am nächsten Tag, als ich in die Schule hätte sollen, ich habe wirklich, also das ist jetzt kein Witz, ich habe eine richtige Panikattacke bekommen, weil ich gewusst habe, ich kann jetzt den Lift und ich kann die Stege nicht brauchen. Ich muss eigentlich aus dem Fenster gumpen. Und ja, wenn du nur schon an einem Abend so 2 fette Spinnen siehst, Alter, dann ist es gut möglich, dass noch mehr in diesem Haus sind. Also dann habe ich plötzlich Paranoia bekommen, dass unter meinem Bett Spinnen sind und alles mögliche. Also es war ganz unchillig. Ich habe sogar am Can am nächsten Morgen angerufen und er war so überfordert, weil er dachte, ich rufe ihm schnell an, sage ja, ich gehe jetzt in die Schule. Und ich bin voll in Panikattacke. Ich so richtig angefangen zu heulen. Ich habe wirklich 5 Minuten lang gestruggelt damit, wie ich jetzt da rauskomme. Und ich glaube, ich habe es dann irgendwie so gemacht, dass ich den Lift genommen habe und einfach ganz schnell rausgerannt bin. Aber es war wirklich ganz schlimm. Also die letzten 3 Tage, ich weiß nicht, das war ein Horror. Aber ja, um das geht es eigentlich. Jetzt habe ich voll ausgeholt mit der Story, aber um das geht es eigentlich gar nicht so beim Podcast. Sondern eben so ein bisschen die Comfort Zone, aus dieser Comfort Zone rauskommen. Und eben gerade beim ersten Sprachaufenthalt ist das schon ein sehr grosser Schritt gewesen. Also halt ja, weil es das erste Mal war, wo ich einen Sprachaufenthalt gemacht habe, wo ich das erste Mal alleine gelebt habe, das erste Mal ja, wieder in ein neues Umfeld gekommen bin. Also das letzte Mal, als ich das vorgemacht habe, ist halt, als ich ins Gymi gekommen bin. Und dort musste ich wieder neue Freunde finden. Und nachher habe ich das nicht mehr gehabt. Da war ich 4 Jahre im Gymi, habe ein Zwischenjahr gemacht. Und ja, dann so nach 5 Jahren musst du wieder mal eben Freunde finden, sagen wir es mal so. Ja, und ich muss sagen, ich habe das mega, mega schwierig gefunden. Also die so ein bisschen meine YouTube-Videos verfolgen und das Video gesehen haben von meinem ersten Sprachmetall, die haben mitbekommen, dass ich dort an meinem ersten Abend bzw. nach meinem ersten Schultag ein rechtes Down hatte. Und ja, einfach, ich weiß auch nicht, richtig sad war. Oder einfach Angst hatte. Also, ich weiß nicht, irgendwie, ich muss sagen, ich bin so ein bisschen so ein Mensch, wo irgendwie, wenn man in einer Gruppe ist und alle kennen sich so ein bisschen, fühle ich mich mega wohl. Aber wenn ich gar niemanden kenne, dann bin ich eigentlich recht froh, wenn ich so ein bisschen mindestens jemanden habe, den ich kenne. Einfach so eine so scheuche Bezugsperson, wo man einfach sich sicher fühlt, dann fällt es mir meistens einfacher, um nachher auch noch andere Menschen kennenzulernen. Und ja, irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie ich habe mir das gar nicht so aktiv überlegt, aber wenn ich jetzt zurückschaue, ist meine innere Mission eigentlich so ein bisschen, hey, du suchst jetzt in dieser Schule irgendein Girl, das so ein bisschen ähnlich vibet wie du, einfach eine Kollegin, weißt, so ein bisschen. So habe ich mir das vorgestellt. Und ich glaube, gerade wenn man eine hohe Erwartung hat, dann kann man umso einfacher enttäuscht werden und absolut auf den Boden fallen. Und das bin ich halt. Also ich bin wirklich am ersten Tag dort reingegangen. Ich bin eigentlich grundsätzlich, ich würde sagen, eher ein extrovertierter Mensch und grundsätzlich eher offen. Also ich habe schon noch keine Angst, so, dass ich irgendwie falsch überkomme oder dass, wenn ich mal einen Schritt mache und auf jemanden zugehe, dass ich Angst habe, abgelehnt zu werden. Aber den Schritt mache ich dann eben gleich. Und sobald ich mal dann abgelehnt werde, dann ist es vorbei. Also dann ist mein ganzes Ego ist einfach im Keller dann. Und das war so ein bisschen so gewesen. Also ich bin dort angekommen und es hat zuerst so einen Einführungskurs gegeben bei mir. Also das ist jetzt eben alles genau vom Jahr, das ich erzähle. Und dann hat es so ein Girl gehabt. Sie war so ein bisschen älter wie ich. Und also ich glaube so um die, keine Ahnung, 30 oder so. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Und ja, ich habe einfach gedacht, hey, du bondest jetzt einfach mal mit ihr. Also weißt so, ist ja eben, es geht nicht darum, dass ich jetzt, weiß auch nicht, einfach damit ich mal mit jemandem rede so. Und irgendwie, ich habe eben so angefangen, so, hey, ich bin Nati, wer bist du, bla bla bla, probiert voll offen zu sein.
Und ich weiß nicht, ob sie es extra gemacht hat, aber sie hat mir so den Vibe gegeben von «Digga, verpiss dich, ich habe so keinen Bock auf dich, um mit dir zu reden.» Oh, das war ganz schlimm. Und ich habe mir doch so gedacht, «Hey Bro, du hast doch auch deinen ersten Schultag.» Wie kann ich so ein bisschen die Vorstellung gehabt, dass man in einem Sprachaufenthalt ist, dass doch alle so in der gleichen Situation so ein bisschen sind und irgendwie einfach probieren, Leute zu finden oder weißt, so ein bisschen offen sind. Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht ist sie aber auch einfach mega schüch gewesen, oder ich weiß es nicht. Ja, und irgendwie ist mir das nachher mega unangenehm gewesen. Und er hat mein Ego absolut eben in den Keller gebracht und ich habe mir dann gedacht, nein Bro, du gehst jetzt nicht auf. Eben dann sind wir am ersten Schultag dann so in die Klasse reingehockt und ich weiß nicht, ob alle Schüler neu sind, aber es hat sich so ein bisschen angefühlt und es ist irgendwie 20 Minuten gegangen, bis die Stunde angefangen hätte erst. Und es sind etwa 10 Leute in diesem Raum und es war mucksmüsli still. Keiner hat irgendein Wort gesagt. Also, und weißt, das Ding ist, ich bin grundsätzlich eben schon ein Mensch, der offen ist und auf Leute zugeht und anfängt zu fragen und so. Das ist für mich gar kein Problem. Aber irgendwie ist der Zug wie schon abgefahren. Also, wenn ich mir vorstellen, ich komme schon in den Raum und es hocken schon ein paar Leute dort und sagen kein Mucks. Also wirklich keinen. Wenn du dort rein würdest, einen kleinen Furz ablassen, würde ich alle anschauen, weil es alle hören. Also wirklich, es ist so... Ja, und dann hast du irgendwie auch schon den Moment verpasst. Also dann ist es irgendwie weird, wenn du plötzlich mit jemandem von links oder rechts anfängst zu reden, hey, wer bist du? Weil es so leislich dort rein ist und so... keine Ahnung, richtig, richtig unangenehm. Dort habe ich wirklich gemerkt, ich fühle mich richtig unwohl. Ja, und das war dann so ein bisschen mein erster Schultag. Ich hatte irgendwie das Gefühl, also ich habe dann auch noch bei anderen probiert, eben so ein bisschen offen zu sein und habe wieder eine Ablehnung bekommen. Also es ist wirklich, ich glaube, insgesamt bei diesem Tag 2-3 Mal passiert. Und das hat mein Tag dann so richtig, ja, weiß auch nicht, ich bin am Abend eben heimgekommen. Ich glaube, ich habe im Fall sogar einen TikTok-Livestream gemacht. Und eben dann haben die Leute so gefragt, hey, hast du Freunde gefunden und so. Und das ist mir noch nie passiert. Aber es ist das erste und das letzte Mal, wo ich einfach in einem Live angefangen habe zu heulen. Ich bin eigentlich immer so der Mensch, der so denkt, ja, ich weiß nicht, ich muss jetzt nicht unbedingt mich mega krass beim Heulen irgendwie so zeigen oder so. Also weißt, ich habe schnell irgendwie so das Gefühl, dass es dann so könnte wirken, als würde ich so die Aufmerksamkeit wählen oder irgendwie so, keine Ahnung, ich weiß nicht. Eigentlich ist es voll okay, wenn man sich mal heulen zeigt, so c'est la vie, jeder heult mal von uns da. Egal, auf jeden Fall habe ich voll bei dem Livestream angefangen zu heulen. Ja, und dann ist bei mir dann irgendwie der ganze Abend so ein bisschen schlimm gewesen. Aber ja, nachher habe ich so ein bisschen gemerkt, hey, ich glaube, es liegt nicht mal an den Leuten dort, sondern mehr an meiner Einstellung. Weil ich bin die ganze Zeit mit dieser Einstellung reingegangen, hey, ich suche mir jetzt ein girly Best Friend, etwa in meinem Alter, in meinem Vibe. Also, auch wenn ich es damals wahrscheinlich nicht zugegeben hätte, aber ich habe sehr, wie, ich sag mal, ein Bild von jemandem in meinem Kopf gehabt, das ich mir vorstellen kann. Also weißt, ich habe so ein bisschen mir vorgestellt, hey, die 4 Wochen, da will ich jetzt eine beste Kollegin finden und wir werden dann alles so ein bisschen zusammen machen und so. Also ich habe es mir so ein bisschen so vorgestellt. Und ja, irgendwie ist es halt wie gar nicht so geworden am ersten Tag und dann habe ich wie das Gefühl gehabt, also ich habe wie auch niemanden gefunden, blöd gesagt, wo so ich das Gefühl habe, könnte ähnlich sein wie ich. Und ja, irgendwie, weiß auch nicht, das hat es für mich, glaube ich, so schwierig gemacht und darum habe ich gedacht, oh mein Gott, ich muss jetzt die 4 Wochen so erleben und es wird so schlimm und alles und ich werde niemanden finden und ich bin immer lonely jetzt für 4 Wochen. Ja, und ich bin dann am nächsten Tag eben mit einer ganz anderen Einstellung reingegangen. Und zwar einfach, hey, es geht nicht darum, dass du jetzt irgendjemanden musst finden musst, sondern bist einfach zu allen freundlich, einfach zu allen sympathisch, wirklich mit allen mal reden. Und das war ein Gamechanger. Also ich sage es, das war ein Gamechanger. Auf einmal hat es irgendwie funktioniert. Also der zweite Tag ist so gut gelaufen. Ja, also ich kann sonst mal vielleicht eine Story schnell erzählen. Ich bin neben jemandem gehockt. Grüße gehen raus. Vielleicht weiss ich, wer ich meine. Ich habe by the way jetzt noch mit ihr Kontakt. Ist noch lustig. Und ich habe am Anfang gedacht, wir würden gar nicht zusammen bleiben. Weil erstens, ich war damals 20 und sie 17. Sie war 4 Jahre jünger als ich. Sie ist gleich alt wie meine Schwester. Und das ist nur schon so vom Kopf her. Ja, ist wie schon, wie sagt man dem? Nicht ein Red Flag, aber es ist so für mich so, ja, nee. Und zweitens, sie hat einen ganz, ganz, ganz anderen Vibe. Ich weiss nicht, wie man, also so ein bisschen Emo-Vibe. Ich weiss nicht, ob das, ist das abwertend? Nein, ich hoffe es nicht. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich es meine. Sie hat
pink gefärbte Haare gehabt, wie sagt man dem? Das Piercing, das man an der Nase hat. Ich weiß es gerade nicht. Ja, und auf jeden Fall einfach so ein bisschen mega der Emo-Vibe und so. Und ich habe halt ganz ein anderes Bild von ihr gehabt, als sie eigentlich ist. Und das ist so crazy. Also ich habe wirklich halt auch gedacht, wir würden eh nicht zusammen viben. Also weißt du, wie irgendwie, obwohl sie neben mir hockt und wir haben das Partnerabend gemacht, ist wie so, ja. Und irgendwie am zweiten Tag bin ich dann voll offen gewesen. Ich habe einfach gedacht, hey, sie muss ja nicht meine beste Kollegin werden oder so etwas, sondern einfach, damit ich Menschen habe, mit denen ich reden kann. Und ich habe zum Beispiel nachher gerade mit ihr habe ich es nachher mega gut gehabt. Und sie ist nur 2 Wochen geblieben und wir haben nachher die ganzen 2 Wochen haben es auch mega gut gehabt. Und eben auch sonst bin ich allgemein dann sehr, sehr offen geworden, habe mega viele Leute kennengelernt und es ist wie nicht mal darum gegangen, dass ich jetzt jemanden suchen muss, sondern einfach offen bin. Und auch wenn ich es nachher irgendwie so ein bisschen gleich hatte, also jemanden gefunden habe, eben wo ich eigentlich vibe und wo ich es gut habe, hätte ich glaube, wäre ich bei dieser Einstellung geblieben, wäre es vielleicht gar nicht so geworden. Und ich muss zudem sagen, eben, es ist ja nur 2 Wochen geblieben und ich bin ja 4 Wochen. Und auch nachher, eben, ich bin so viel offener geworden und eben, ich bin mit einem ganz anderen Mindset reingegangen, dass wir nachher wie so eine grosse, coole Gruppe sind. Ja, in Lyon habe ich das dann eben genau gleich gemacht im November. Bin einfach mit dem Mindset rein. Und auch jetzt in Montreux, ich habe mir jetzt einfach wie gesagt, hey, es geht nicht darum, dass du irgendeinen Bestie da findest, Bro. Es geht darum, dass es in der Klasse cool ist, dass man es mit allen gut hat und ja, dass man vor allem auch kein Vorurteil hat, dass wenn jetzt irgendwie du das Gefühl hast, ihr vibet nicht oder sind auf einem ganz anderen Vibe oder so, das ist vielleicht gar nicht so. Und ja, eben, ich meine ja nicht gerade Besties werden, so. Voll, genau, das habe ich sehr krass mitnehmen und kann ich jetzt auch wie allgemein, also ja, irgendwie mein ganzes Leben habe ich das Gefühl, seitdem bin ich irgendwie allgemein viel, viel offener. Aber ja, das ist vielleicht auch allgemein, das macht so einen Sprachaufenthalt so mit einem. Ja, und ich würde sagen, dass ich den Tipp wirklich auch voll euch mit auf den Weg geben. Also wenn ihr irgendwie gerade so, weiß auch nicht, in eine neue Klasse hineinkommt, einen neuen Beruf anfangt oder vielleicht zügelt, einfach ein neues Umfeld vielleicht habt. Das kann ja nur so bei kleinen Sachen sein. Manchmal macht man vielleicht auch einfach einen Kurs für einen Tag und hat nicht irgendwie ein +1 dabei und wird so ein bisschen ins kalte Wasser gerührt. Dann eben ist mein Tipp einfach, hey, es geht nicht darum, dass ihr jetzt irgendwie jemanden findet, den ihr nachher den ganzen Tag zusammen verbringen, sondern das Ziel ist, dass wir es als Gruppe cool haben, dass die ganze Gruppe cool ist, dass du es mit jedem so, ja, einfach mit jedem irgendwie gut hast. Und ja, also eben, das ist für mich schon ein Gamechanger gewesen. Und das habe ich irgendwie auch, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ist irgendwie mein ganzes Leben, habe ich wirklich so das Mindset viel mehr gehabt von ich muss mein Bestes suchen und erst dann fühle ich mich wohl und ja, voll. Genau. Ja, und jetzt eben momentan bin ich jetzt schon 2 Tage in der Schule gewesen. Also der Podcast ist recht frisch, es ist jetzt 10 Uhr am Abend, in 2 Stunden kommt er online, perfekt. Und ja, meine aktuelle Lage. Ich muss jetzt eben sagen, ich habe kein Bestie gefunden. Aber eben, es ist ja voll okay. Also, ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt einmal in Montreux auch mit einem ganz anderen Mindset, also von meiner Vorstellung allgemein anders reingegangen. Also gerade zum Beispiel in Lyon bin ich eben 2 Wochen gewesen und ich habe praktisch kein Französisch gelernt, weil es hat so viele coole Leute dort gehabt und wir sind no joke fast jeden Tag in den Ausgang gegangen. Also das ist wirklich ich habe die irgendwann mehr gekannt als meine Fam, habe ich das Gefühl. Ich bin mit denen zum Mittagessen, zum Nachtessen, zusammen in die Schule gegangen, zusammen in den Ausgang gegangen bis am 5 Uhr am Morgen. Das Einzige, was ich nicht mit denen gemacht habe, ist übernachtet. So. Und in 2 Wochen, du bindest dich so krass mit diesen Menschen. Ja, aber eben, wie gesagt, ich habe halt mehr das Leben dort genossen und die Leute, aber halt eben weniger die Sprache, beziehungsweise ich habe halt viel weniger dort gelernt oder so. Ja, aber es war auf jeden Fall auch eine sehr, sehr geile Erfahrung gewesen. Ich habe mir halt wie nur so gesagt, ja, wenn ich jetzt halt 7 Wochen da auf Montreux komme, dann wäre jetzt nicht das Ziel, dass ich 7 Wochen lang voll jeden Tag in den Ausgang gehe. Weil, ja, es war recht teuer gewesen, der Sprachaufenthalt jetzt hier in Montreux. Und da habe ich alles selber gezahlt. Und ich hatte schon eigentlich, ja, keine Ahnung. Ich finde ja Französisch, also ich mache es ja seulement pour les plaisirs. Ich lerne Französisch, weil ich es will, weil es mir Spass macht, weil ich fließend reden. Ja, und
wegen dem bin ich ja auch da. So klar, auch irgendwie so für die Adventures, so für die Experience. Aber ich habe jetzt wie dem Mal habe ich mir fest vorgenommen, dass das mehr soll der Fokus liegen. Also eben, wenn es sich so ergibt, dass ich irgendwann da wirklich auch coole Leute finde oder so, dann ist es ja safe geil, mit denen auch dann in der Freizeit voll was machen und so. Aber das ist jetzt wie in erster Linie gar nicht so mega mein Ziel gewesen. Oh mein Gott, ich muss jetzt Leute finden und so. Ja, bei meiner Klasse sind grundsätzlich alle eigentlich voll sympathisch. Eben, ich bin jetzt voll mit dem Mindset drin, einfach mit allen gut haben. Und das habe ich bis jetzt, glaube ich, recht gut so im Griff. Ja, genau. Und sonst, ja, fühle ich mich eigentlich relativ wohl. Ich habe mir jetzt auch halt wie gesagt, dass ich am Wochenende wird heimgehen jeweils. Darum habe ich wahrscheinlich auch nicht so Heimweh. Darum ist es voll easy. Ja, und ja. Aber ich bin mega gespannt, wie es mit Französisch so wird. Ich werde wahrscheinlich auch ein YouTube-Video machen. Also das habe ich bei meinem ersten Sprachaufenthalt in Montreal schon gemacht. Wie mein Französisch ist vor dem Sprachaufenthalt. Also ich habe so 4 Fragen beantwortet und nachher. Und das war halt ein crazy Unterschied. Also ich war am Anfang richtig scheiße im Französisch. Und ich werde es jetzt wahrscheinlich nochmal machen. Und ich bin mega gespannt, wie es jetzt wird sein. Ja, aber ich merke halt selber schon, dass sich mein Französisch so viel verbessert hat. Ich glaube, im Französischlehrer war so stolz auf mich. Ja, es tut mir übrigens leid für all die absolut Französisch hassen und mich gar nicht verstehen und jetzt den Podcast anhören müssen. Gut, ich meine ja nicht anhören. Aber das ist halt so aktuell wirklich gerade mega in meinem Leben so, dass das sehr aktuell ist. Aber was ich vielleicht auch noch dazu sagen muss, ich habe jetzt eben gar nicht so mega krasses Bedürfnis, zum mega mit Leuten da krass bonden. Also eben, ich kann mir schon vorstellen, dass in diesen 7 Wochen dass sich noch irgendwie wird verändern und dass es auf jeden Fall noch mega coole Leute werden kommen und vielleicht wird man dann also mal ein bisschen closer mit denen. Aber ich habe jetzt momentan mehr irgendein Bedürfnis, zum so ein bisschen allein sein. Ich weiß gar nicht, ich kenne mich eigentlich gar nicht so, weil eben, wie gesagt, ich bin eigentlich ein mega extrovertierter Mensch. Ich brauche mega den Kontakt mit Menschen, viel Erlebnis und alles und darum sind eigentlich schon Sprachaufenthalte perfekt für mich. Aber jetzt gerade momentan geniesse ich es irgendwie so von der Schule heimkommen, da in meinem eigenen Zimmer sein, allein sein, viel können nachdenken, alleine gehen spazieren, alleine kochen. Irgendwie, ich fühle das mega. Ich geniesse das richtig. Und ja, darum mal schauen, wie es jetzt die 7 Wochen werden sein. Ja, ich könnte vielleicht noch ein paar Sachen von euch vorlesen. Ich habe nämlich auf Instagram euch gefragt, so, was sind so ein bisschen eure Struggles mit dem Thema. Und eventuell könnte ich mal noch darauf eingehen. Ich muss schnell mein Handy holen. Ja. Oh, perfekt, jetzt haben wir gerade noch jemanden angerufen. Also, ich lese mal sonst ein paar vor. Ich muss schnell aktualisieren. Also, was haben wir da? Ja, allgemein haben die Leute geschrieben, Friends finden, sich öffnen und so. Das finde ich noch spannend eigentlich. Es gibt halt Leute, die wirklich, also es haben auch ein paar geschrieben, ich habe vorher schon ein paar Sachen durchgelesen, die halt mega introvertiert sind und die sagen, sie finden es mega schwierig, zum in eine Gruppe zu kommen und anfangen zu reden und so. Und einfach, ich glaube, es geht recht lang, dass man sich wirklich wohlfühlt und dass man wirklich kann, ja, anfangen zu reden und sich selber sein geht wahrscheinlich schon bei allen so ein bisschen im Prozess. Das ist jetzt auch bei mir jetzt noch nicht gerade so von Schnipp da. Aber grundsätzlich schon mal das Offensein. Ich muss sagen, ich hatte das früher auch lang nicht gehabt. Also ich will sagen, im Fall, dass ich so als Kind ein rechter Introvert war. Also so bis so Mitte Sek, würde ich so sagen. Erst so Ende Sek bin ich aus mir rausgekommen und bin Rebell geworden. Nein, nicht ein Rebell. Ein Rebell vor allem ist etwas anderes. Ein Rabauke, glaube ich. Ja, egal. Und ja, spannend. Ich weiß gar nicht, wieso das bei mir sich so verändert hat. Aber ich glaube, es ist wie so, es machen so ein bisschen die Erfahrungen aus. Also ich glaube, gerade als Introvertierte könnte so ein Sprachaufenthalt eigentlich voll die gute Erfahrung sein. Nur schon aus dem Grund, weil, also eben das war ja auch bei mir so gewesen, dass ich mega gelernt habe, offen zu sein. Also ja gut, es ist bei mir ja vor allem noch dazu gekommen, wegen Social Media. Es gibt so viele Leute mittlerweile da draußen, die mich kennen, aber ich sie nicht. Und wenn man zum Beispiel halt auf der Straße erkannt wird, dann sind sie so zu mir, als würden sie mich schon kennen. Also, was ich eigentlich mega gut finde, was auch für mich einfacher ist, um dann auch so zu ihnen zu sein, als so ein bisschen voll gechillt reden, als würde man sich schon ewig kennen. Aber eigentlich auf der anderen Seite auch
crazy eigentlich so. Und da habe ich auch recht gelernt, eben so ein bisschen mit fremden Menschen interagieren. Aber ich glaube, gerade für Introvertierte könnte das auch mega spannend sein, so ein Sprachaufenthalt, weil du bist halt irgendwo gezwungen, zum offen zu sein. Sonst bist du halt wirklich immer allein. So. Du bist wirklich gezwungen. Und ja, also es hat mir auf jeden Fall mega, mega gut getan. Ja. Ja, ich hoffe, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Das war so ein bisschen meine Story. Das war Teil 1 von 7 vom Sprachaufenthalt. Nein, wahrscheinlich wird es nächste Woche, wieder ein anderes Thema geben. Ich kann mir übrigens jederzeit, falls ihr irgendwelche Themen habt, die ich im Podcast selber bespreche, könnt ihr mir gerne auf Instagram schreiben. Ich heiße da natistyle_, was ich soll bereden oder was vielleicht euch beschäftigt und ihr würdet wollen, was ich thematisiere. Und ja, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!